Geht es euch allen gut? Ja, sehr gut. Hey, wir sind in unserer aktuellen Predigtserie drin, wenn es rund läuft. Es geht um Beziehungen. Wir haben letzte Woche die Predigt zum Thema Beziehungen in der Kirche. Wie können wir ehrliche, transparente, gesunde Beziehungen miteinander leben? Dort ist fest der Blick nach innen gerichtet gewesen. Heute machen wir weiter in dieser Serie von Beziehungen und Kirche. Und heute, sagen wir mal, hat es ein bisschen mehr einen internationalen Aspekt. Weil, und da möchten wir jetzt gerade einsteigen, in die Bibel, Gott hat sich Kirche von Anfang an als internationale Gemeinschaft vorgestellt. Er hat nämlich einem Menschen ein Versprechen gegeben. Das Versprechen ist Tausende von Jahren alt und heute noch relevant. Das kann irgendwie auch nur Gott machen, so etwas, gell? Wir lesen jetzt gerade das Versprechen aus dem 1. Mose 12, 2-3. Dort verspricht Gott am Abraham Folgendes: Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das ist das Versprechen, wo Gott am Abraham gegeben hat und gesagt, er hat ihm dort gesagt, ich mache dich zu einer grossen Nation. Die Nation ist nachher das Volk Israel geworden. Und er hat aber noch mehr versprochen, als nur du wirst ein Volk sein. Ihr werdet einen ganzen Stamm kreieren und ihr werdet aus Ägypten rauskommen und das Land besitzen. Er hat noch mehr versprochen. Er hat gesagt, ich will dich nehmen und in dir alle Nationen auf dieser Erde segnen. Das ist eigentlich so die gedankliche Geburtsstunde der Kirche. Der Paulus, ein paar tausend Jahre später, nimmt das Versprechen wieder auf im Galater 3, Vers 6-7 und er schreibt an Heiden. Heiden muss man erklären, den Begriff, gell? Das ist, wer nicht zum Volk Israel gehört, aus der Sicht der Israeliten sind Heiden. Also, wir sind eigentlich alles Heiden. In dieser Perspektive, aus biblischer Sicht betrachtet, sind wir Heiden. Aber jetzt kommt die Erfüllung von dem Versprechen, dass alle Nationen sollen gesegnet sein in dem einen Menschen, am Abraham. Und der Paulus erklärt das Folgendes im Galater 3, 6-7. Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Der Abraham hat Glauben vorgelebt. Und wir, die heute auch glauben, wie der Abraham, sind jetzt Teil, sind Erbe von dem Versprechen geworden. Und darum ist Kirche nicht nur etwas Lokales, etwas, was örtlich passiert, so wie da jetzt gerade am Sonntag zusammenkommen, sondern es ist auch etwas Globales, etwas Internationales, etwas, wo die ganze Erdkugel umspannt und wo alle Völker und Nationen beinhaltet. Weil Gott von Anfang an beschlossen hat, ich segne alle Menschen im Namen von Abraham, dass sie dürfen zum Segen kommen, so wie ich es am Abraham versprochen habe. Und alle Nationen sollen gesegnet sein. Und wir sind heute Teilhaber, wir sind Erbe von dem Segen und wir dürfen heute Morgen feiern, dass Kirche nicht nur etwas ist, was wir hier machen für uns, sondern dass Gottes Plan alle Nationen und Völker beinhaltet. Und das wollen wir heute Morgen feiern. Wir dürfen nämlich jetzt dann gerade die Geschichte hören vom Ashkan. Ashkan, jetzt ist der Moment. Genau. Sagt mal alle Hallo Ashkan. Du kannst schon mal hinsitzen. Genau. Wir dürfen jetzt ein Gespräch haben mit dir, wir dürfen etwas hören von dir, weil du kommst ja nicht aus der Schweiz, oder? Nein. Von wo kommst du dann?
Also ich komme aus Afghanistan. Sorry wegen Deutsch, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Er ist übrigens seit einem Jahr und 6 Monate in der Schweiz. 5, 6, ja. Genau, also lernt mal eine Sprache so schnell. Genau. Du kommst ja aus Herat. Ja, Genau. Wir haben eine Karte dabei. Zeig mal schnell, wo Herat ist, für alle, die gerade nicht wissen, wo Herat ist. Also roter Punkt, Afghanistan, das ist, woher du kommst. ja, genau, neben dem Iran. Und Neben Iran, genau. Ich habe mal nachgeschaut, Google Maps sagt, mit dem Auto hast du 64 Stunden, um in die Schweiz zu fahren. ich habe 2,5 Jahre gebraucht. Da scheint noch etwas passiert zu sein unterwegs. Habt ihr Sehr eine viel. Panne gehabt? Genau, zu dem kommen wir noch später, zu der Flucht. Wir möchten jetzt etwas hören. Du bist in Afghanistan groß geworden, auf die Welt gekommen. Erzähl so ein bisschen, dass wir eine Vorstellung haben, wie dein Leben so in Afghanistan ausgesehen hat. Also, ich bin Ashkan Ghafouri, 21 Jahre alt, aus Afghanistan, Herat. Als ich geboren werde, ich war in einer muslimischen Familie und ich sollte immer beten und Sachen, die mein Vater und mein großer Onkel, weil er ein Mullah war, wenn er sagt, dass Also Mullah ist der Geistliche für Moslems in der Region, das ist so quasi der Pastor. und wir waren eine Familie mit großen Mullah, mein Großvater war auch ein großer Mullah. Dann ich sollte jeden Morgen in die Moschee gehen und dort die anderen Leute also sagen, dass es ist die Zeit für Beten und sie sollen jetzt in der Moschee kommen. Und nachher, als ich 9 Jahre alt war, ich habe meinen ersten Job gehabt als Schafhirt. Genau, mit 9 hast du deinen ersten Job gehabt und wurdest zum Hirten befördert. Ja, Erzähl mal schnell, wie hat dein Tag so ausgesehen, als du 9 Jahre alt warst? also ich stehe um 6 Uhr. Ich stehe um 6 Uhr auf und nachher meine Mutter hat für mich Frühstück gemacht und nachher um 7:30 habe ich die Schafe genommen, rausgenommen von diesem Platz und nachher haben wir 30 Minuten waren wir in der Weg und nachher waren wir in ein Field und dort war ich bis 11:30 oder manchmal bis 12 und nachher muss ich nachher zurück nach Hause kommen und nachher in die Schule gehen bis 5:30 und nachher nochmal zurück nach Hause und wenn ich zu Hause war, habe ich gegessen und nachher nochmal die Schafe nehmen und bis 10:30 oder 11 Uhr in der Nacht dort im Feld bleiben. Warst du da ganz alleine mit Schafen unterwegs? Also am Morgen ja alleine, aber am Nachmittag manchmal habe ich meinen Bruder genommen. Er war dort etwas 2, 3 Jahre alt. Und wir lernen, wie kann man arbeiten, als wir 5, wirklich 4, 5 sind wir. Dann unser Vater sagt, du musst jetzt starten mit mir arbeiten, zum Lernen, wie kann man die Sachen machen. Ja, okay. Ist das eigentlich easy peasy, nie gefährlich, so ein Schafhirte zu sein? Es ist so, dass manchmal kommt die Wölfe und manchmal auch die Diebe von den Leuten. Dann du bist ein Kind und du bist allein. Aber wenn du es für etwas 6, 7 Jahre machst, dann du wirst einfach normal für dich. Also was hast du so gemacht, wenn dann die Wölfe kamen als Schafhirte? Als ich erinnere mich einmal, war ich mit meinen Schafen. Ich habe viel Schafen gehabt, aber ich habe 2, 4 viel zu viel geliebt. Und Du hattest 2 Freunde, hast du mir gesagt. ja, 2 Freunde. Sie waren die einzigen Freunde, weil die anderen Leute wollen nicht mit mir spielen, weil mein Vater war in der Polizei und sie haben gedacht, ja, wenn man mit der Polizei arbeitet, dann sie sind unglaublich. Ja, ich habe meinen ganzen Tag mit diesen 2 gehabt, aber als einmal die
Wölfen gekommen sind. Und nachher, also ich musste mit meinem großen Stab. Stab schützen, die Schafen, aber ich habe die andere schon, ich konnte die andere schon schützen, aber ein von meinen Freund war tot, weil er hat ihn genommen und konnte ihn essen. Oh. Es Okay. war sehr schwierig für mich, wirklich. Die ganze Nacht habe ich geweint. Oh. Okay, also dann musstest du mit deinem Holzstab Wölfe verscheuchen. Ja, also mit Steinen, mit diese, ich habe noch mal vergessen den Namen, Holzstab. Holzstab. Okay, ja, man merkt, das ist ein bisschen anders, als wir so groß werden hier in Europa, in der Schweiz. Du wurdest früh mit der Realität des Lebens konfrontiert, könnte man so sagen. Ja, also mein Vater hat immer gesagt, meine Mutter darf nicht mich umarmen, weil ich soll lernen, wie kann ein Mann sein, wie ein Mann sein. Ich sollte einfach, weil ich war der größte Älteste, Bruder, ja. der älteste Bruder. Deshalb muss ich sehr schnell lernen, die Sachen machen. Und als ich 9 war, mein Vater war auch in Iran und wir haben 4 Felder auch gehabt und ich sollte die Sachen im Feld machen, Wasser bringen, Sachen verkaufen, Sachen kaufen. Okay. Du bist ja dann eine Zeit lang bist du groß geworden in Afghanistan und dann ist etwas passiert, dass ihr ja als ganze Familie Afghanistan verlassen musstet. Was ist da genau passiert? Also mein Vater hat 6 Jahre mit amerikanischen Leuten gearbeitet, aber am Anfang niemand hat das gewusst, eben ich auch nicht, nur mein Vater und meine Mutter. Aber nachher hat die Leute herausgefunden, dass mein Vater war mit amerikanischen Leuten und nachher sie haben zu Taliban gesagt. Und in unserem Dorf, weil wegen Islam, man darf nicht mit anderen Ländern arbeiten oder das Geld von anderen Ländern zu Hause bringen und nachher Sachen damit kaufen. Aber ja, nachher die Taliban hat viele Probleme für uns gemacht und am Ende mussten wir wirklich gehen. Sie haben eben meinen großen Onkel getötet und also viele andere schlimme Sachen. Und so habt ihr dann als Familie entscheiden müssen, eure Heimat zu verlassen. Ja, wir müssen einfach weggehen, ja. Wolltet ihr das? Für mich, also ich wollte wirklich gehen, weil ich habe genug gehabt und mein Vater auch. Aber meine Mutter und mein Bruder, sie sagen immer noch, wir wollen zurückgehen, weil sie haben mehrere Sachen gehabt, als jetzt sie haben. Okay, also dann hat es plötzlich geheißen, so jetzt packen wir alles, was wir haben und jetzt machen wir uns auf den Weg. 2 Rucksäcke vom ganzen Haus. 2 Rucksäcke voll. Ja. Nur wirklich Kleider und Wasser. Und dann seid ihr losgegangen. Ja, wir waren im Iran plötzlich, wenn wir haben unsere Augen geöffnet und wir waren in ein anderes Land. Dort haben wir auch viele Leute gesehen. Wir haben eine Arbeit gefunden, wir haben ein bisschen Geld gehabt, zum in der Türkei kommen, aber es war nicht genug und wir mussten arbeiten. Und ich habe als Gipser gestartet zum Arbeiten. Mein Bruder hat auch mit mir gestartet und mein Vater war als eine Person, die Loch macht auf dem Boden für Wasser. Er hat Brunnen gegraben. Genau. Du hast mir noch erzählt, was eine Flucht aus Afghanistan kostet. Was muss man bezahlen, wenn man fliehen will? Von Afghanistan bis in der Türkei, man muss 6.000 Euro bezahlen für jede Person. Also es hat geheißen, ihr hattet als ganze Familie 24.000 Euro bezahlen müssen. Ja, also wir haben alle unsere Sachen gekauft, also unser Haus und Felder haben wir gehabt und mein Vater hat auch viel gearbeitet in Iran und auch viel Geld von anderen Leuten genommen und wir haben also 4.000 Euro gehabt für alle Familie und nachher wir haben im Iran gearbeitet und wir haben 6.000 also das Geld für eine Person. Wir haben es gemacht und nachher mein Vater hat mit einem Schmuggler gesprochen. Er war Freund von ihm und er hat gesagt, ja, du kannst mir diese 6.000 bezahlen
Und wenn du in der Türkei mit deiner Familie bist, dann du musst arbeiten und so schnell möglich du kannst das Geld zurückbezahlen. Also habt ihr quasi Schulden machen müssen, um fliehen zu können aus einer Situation, die lebensgefährlich war für eure Familie? Ja, es war wirklich, dort hat auch Gott geholfen, weil sonst wirklich niemand wollte so vertrauen an die Leute mit 18.000 Euro. Es ist nicht, also einfach wenig Geld. Genau. Also und dann seid ihr als ganze Familie im Iran angekommen. Aber ihr wolltet ja nicht im Iran bleiben, sondern euer Ziel war ja dann als nächstes in die Türkei zu kommen. Ja, mindestens mit ganzer Familie in der Türkei. Und wir haben gesagt, dort können wir vielleicht Ruhe haben und wir können arbeiten dort. Und ja, ein neues Leben starten. Euer Ziel war eigentlich, wir wollen irgendwo weg aus lebensbedrohlichen Umständen in ein anderes Land, wo wir uns eine Existenz aufbauen können. Ja, natürlich. Genau. Und dann ist etwas passiert, ihr seid vom Iran in die Türkei geflüchtet. Ja, wir waren an Grenze. Also das erste Mal haben wir waren alle zusammen etwa 200 Leute oder also so wenig 200. Also alles Afghanis, die flüchten wollen. Afghanisch, Pakistanisch, es waren viele Leute, also syrianische Leute, auch iranische Leute, Iraner. Ja, wir waren alle zusammen und wir haben etwa 6 Stunden oder 7 Stunden gelaufen, aber am Ende die Polizei. Also mitten in der Nacht seid ihr dann Ja. 200 Leute miteinander versucht. Um 12 Uhr starten wir zum Laufen und wir waren also wirklich neben den Grenzen von der Türkei, aber nachher die Polizei hat uns gesehen und sie haben in den Luft geschossen und wir mussten einfach warten. Aber etwas 35 Leute einfach gerannt und die Polizei hat nichts gemacht, einfach nicht hinter der anderen gerannt. Einfach, Die Polizei mag nicht nachspringen. Sie waren müde, sie mussten die ganze Nacht wach bleiben. Okay. Und nachher waren wir zurück in Iran und dieses Mal mein Also Vater. erster Versuch hat nicht geklappt, so als Familie wieder zurück. Ja, wir mussten wirklich etwas 1,5 Stunden laufen und nachher mit dem Auto zurück in diesen Platz für Schmuggler kommen. Und nachher mein Vater hat gesagt, dieses Mal, wenn wir waren an Grenze und also die Polizei ist gekommen, dann du darfst einfach rennen, ohne dein Hinterschauen, einfach rennen, wir kommen hinter dir. Also ihr habt als Familie abgemacht? Ja, dass ich renne und die anderen kommen hinter mir. Also wenn wir das nächste Mal probieren und die Polizei wiederkommt, wir rennen alle. Ja, genau. Und es war nächstes Mal. Und es war nicht genau in diesem Platz, aber ein bisschen vorne. Sie haben nochmal uns gesehen und sie haben nochmal in die Luft geschossen. Dieses Mal habe ich einfach gestartet zum Rennen. Und wir waren etwas 21 Leute. Wir waren 2,5 Stunden am Rennen. Also nicht rennen, einfach manchmal Pause machen, aber immer am Laufen und Rennen. Immer mit Sicht Türkei, da vorne ist die Grenze. Ja, wir haben es einfach gesehen, dass da ist Türkei und wir waren nach 1,5 Stunden vielleicht in der Türkei, aber wir haben nicht gestoppt, einfach rennen. Und am Ende, nach 2,5 Stunden, ich habe umherum geschaut und ich sehe nicht meine Familie und ich war so, wo sind meine Eltern dann? Was kann ich jetzt da machen? Ich war einfach alleine und jede Person hat einen Rucksack genommen und ich habe den Rucksack gehabt mit Wasser und 2, 3 Kekse und dort haben wir Schnee bis da gehabt und ich habe wirklich nichts zum Ansehen gehabt. Das war nur eine Hose und ein kurzes T-Shirt. Dann, es war sehr, sehr kalt und dort mussten wir etwas 9 Stunden warten, bis eine andere Person kommt. Und dann habe ich eine Frau gesehen und sie hat mich gesehen und sie hat gesagt, okay, ich habe eine Jacke, aber das ist die Frauenjacke. Willst du es anziehen? Ich habe es so kalt gehabt, ich habe es einfach nicht gedacht. Also gib mir einfach, bitte. Und das war das letzte Mal, wo du deine Familie gesehen hast. Bis jetzt, ja. Und dann, ja, bist du plötzlich
ganz alleine gewesen in der Türkei. Wie alt warst du da? 17, also halb 18. Ja, okay. Und du hast mir dann gesagt, dann hast du gedacht, okay, jetzt bin ich in der Türkei, jetzt wird alles gut werden. Ja, ich habe, als ich in der Türkei war, ich habe gedacht, dass jetzt ist kein Problem mehr. Du kannst ein neues Leben starten, du kannst deine Familie da bringen, alles wird super. Aber Genau, er hat mir dann gesagt, das Gegenteil traf ein. Es wurde alles sehr, sehr viel schlimmer. Es wurde sogar so schlimm, dass wir jetzt ein bisschen überspringen. Wir möchten da jetzt nicht alles erzählen, sondern wir machen jetzt fast forward. Es waren sehr ereignisreiche Jahre. Wir springen jetzt in eine Zeit, wo du dann in Griechenland warst. als erstes Mal habe ich meinen Fuß in Griechenland, also wir waren etwas 8 Stunden im Wasser und nachher wir waren im Lesbos in einer Insel und nachher habe ich gesagt, okay, jetzt sind die Probleme sind fertig und du kannst ein neues Leben starten und du kannst ein gutes Leben haben. Und dann warst du auf Lesbos. Vielleicht haben einige schon gehört von diesen Flüchtlingscamps in Griechenland. Lesbos war ein großes Flüchtlingscamp in Moria. Es war ein Gefängnis für 2000 Leute, bevor viele Ausländer kommen. Und nachher wir waren 28.000 Leute in diesem Platz. Genau. Ja, genau. Und dann in Griechenland, erzähl ein bisschen, was da so passiert ist. Dort, also, ich habe gedacht, jetzt kann ich einfach in ein europäisches Land gut leben, aber es war sogar wie wirklich mein Land, weil viele waren Afghaner und dort haben viele Kämpfe gehabt, sie haben zusammen gekämpft, sie haben wirklich viele Leute dort getötet und es war so und dort habe ich eine Organisation gefunden, Remar, und sie haben immer Essen gegeben für alle Leute. Und am ersten Tag war ich dort und ich habe von einer Person gesagt, dass, darf ich da arbeiten? Und er hat gesagt, oh ja, du kannst da arbeiten. Alle kommen und sagen, sie wollen da arbeiten, aber sie gehen nach 20 Minuten weg. Und sie haben mir gesagt, dass du musst die Wasser für 28.000, diese Wasser war draußen und ich sollte diesen in einen Container bringen, alleine. Und ich habe es in etwa 2,5 Stunden geschafft. Und dann wurdest du befördert. Ja, dann sie haben gesagt, wow, du kannst sicher da arbeiten. Okay. Und am Ende, was war deine Funktion im Camp? Ich war der Chef, die Person, die gibt Essen für alle. Von meinem Wassermann war ich der Chef. Und also wirklich, bevor ich unterschreibe, dann die griechischen Leute dürfen wirklich nicht das Essen für die Leute geben. Weil ich musste am Anfang zählen und nachher sagen, das ist richtig, jetzt sie dürfen es geben. Und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, als ich in Griechenland war, ich habe die Leute gesehen, die helfen ohne Geld und sie sind also europäisch und sie haben gutes Leben. Wieso sie kommen da und sie helfen die Refugees und sie bekommen kein Geld und sie geben auch Geld aus. Ich habe immer gedacht, als eine muslimische Person oder als ein unglaubliche Leute, die Europäischen sind unglaublich, sie gehen im Öl, dann natürlich Gott hat einen schlechteren Platz für uns Muslimische gemacht, weil wir töten Leute, wir stehlen, wir helfen nicht die Leute und sie machen alle umgekehrt. Dann wieso gehen sie in die Hölle und wir gehen nicht? Dann natürlich Gott hat einen schlechteren Platz als Hölle für uns gemacht hat. Das war so dein Denken. Ich habe es immer so gehabt, wieso ist es so ist. Okay, also es war eine sehr spannende Zeit, einerseits sehr viel Leid, aber du hast auch dann Menschen kennengelernt, die dir halfen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Also die erste Person, die hat mir gesagt, ich soll die Wasser rein in den Container bringen. Er heißt Fernando, er kommt aus Guatemala.
Er war ein Christ. Er hat immer mit mir gesprochen, immer für mich gebetet, aber ich habe nie auf ihn gehört. Ich habe immer gedacht, dass er will mich in den falschen Weg bringen. Und nachher, wir haben viele Pastoren gehabt, dort auch zum Helfen. Und ich habe immer mit ihnen gesprochen. Oder sie haben gesagt, Gott hat mit uns gesprochen, dass wir sollen mit dir sprechen. Aber ich habe nie sie so richtig genommen, bis den ganzen Camp verbrannt. Das Camp wurde dann niedergebrannt, also alle Zelte, alles weg. Alles war weg, wirklich. 28.000 Leute waren auf der Straße. Und hinter uns war Polizei und vor uns war Polizei. Und wir dürfen wirklich nicht Sachen kaufen gehen oder irgendwo jetzt was machen. Also 28.000 Menschen wurden dann bewacht, gefangen gehalten auf einer Straße. Ja, wir waren etwas 15 Tage auf der Straße. Und wir mussten dort schlafen und für die Kinder und für alle war es sehr schwierig. Und nach 15 Tagen eine große Person von Griechenland ist gekommen und hat gesagt, oh, wir machen diesen neuen Camp, alle sollen dort gehen und nachher nach etwas 15 Tagen, wir geben Blite für die Leute, die wollen in Europa gehen. Wir geben einfach Blite für diese Länder, die wollen und für den Rest, sie wollen da bleiben. Wir geben Idee und Pass und sie können da arbeiten ohne das Problem. War ja nicht so, hä? Genau. Diese Versprechen haben sich dann ja nicht erfüllt und deswegen hast du beschlossen oder gedacht, okay, ich will jetzt weitergehen. Erzähl mal ganz kurz, wie du versucht hast, von Lesbos nach Athen zu kommen. Ich habe viele Mal besucht. Also einmal habe ich hinter dem Auto, die großen Auto, ich habe mich einfach mit diese, wie kann man es sagen, hinter dem Wheel hat ein Platz zum Sachen reinmachen. Im Radkasten. Ja, und dort war ich einmal etwas 2 Stunden, aber die Polizei hat mich einfach gefunden. Einmal war ich in der Mitte vom Holz. Wir haben ein Holz rausgenommen und ich war dort und nachher nochmal die Holz. Es war sehr streng, aber nochmal die Polizei hat mich gefunden. Am Ende habe ich eine Frau gefunden. Das mit dem Koffer musst du noch erzählen. Ich habe es vergessen. Einmal habe ich probiert mit einem großen Koffer. Ich war im Koffer für etwas wirklich 1,5 Stunden, dass ich konnte in Athen kommen. Und wenn ich es geklappt habe, dann sollte ich wirklich 12 Stunden im Koffer bleiben, bis ich in Athen war. Wie viel hast du für das bezahlt? 1.500 €. Für eine Flucht von Lesbos nach Athen in einem Koffer bezahlt man 1.500 €. Ja, okay. Ich möchte noch ein bisschen hören von dir. Was hast du auch geistlich erlebt? Was ist mit deinem Glauben passiert während dieser ganzen Zeit? Wir haben ja schon gehört, du bist als Moslem aufgewachsen. Und dann, erzähl mal, was so sich verändert hat oder was passiert ist mit dir auf dieser ganzen Reise, auf dieser ganzen Geschichte, die du jetzt schon erlebt hast. Bis in der Türkei, ich war die Person, die Mullah in unserer Familie, weil ich habe alle Sachen, alle Bücher gelesen und ich habe überall gewusst, was soll man in solcher Situation machen. Ich habe immer, mein Vater hat gesagt, wir müssen beten für meine Mutter. Wir haben 5-mal pro Tag gebetet. Aber in der Türkei habe ich mein Glaube verloren im Gott und ich habe immer gedacht, dass es gibt keinen Gott. Du musst selber auf deine Beine stehen, Geld verdienen und das Geld macht alle Leben für dich. Und als ich in Griechenland war, habe ich nochmal gestartet mit Gott, also mit muslimischem Gott oder mit Allah, starten zum Beten und solche Sachen machen. Und ich habe immer diese Frage in meinem Kopf gehabt. Ich habe schon gesagt, dass wenn sie gehen in die Hölle, die christlichen Leute, dann wo gehen wir, Gott? Also wieso sollen sie in die Hölle gehen und wir sollen im Himmel gehen? Wir machen alle schlechte Sachen, sie machen nichts schlecht oder meistens, wenn sie machen nichts schlecht.
dann wieso sollen sie oder müssen sie in die Hölle gehen? Gib mir eine Antwort, Gott. Und wir haben viele Pastoren gehabt dort im Remar, in dieser Organisation. Ich habe eine Person auch auf Kruispunkt kennengelernt, Deborah. Und Also Deborah hat, meine Schwester hat für zweimal, glaube ich, dreimal ist sie nach Griechenland gegangen und hat in Lesbos einen Hilfseinsatz gemacht und dort hat sie auch Ashkan kennengelernt. Ja, also ich war immer dort und eines Tages ein Pastor ist zu mir gekommen und hat gesagt, gestern habe ich einen Traum gehabt und Gott hat mir gesagt, ich soll mit dir sprechen. Und ich habe gesagt, okay, gut. Er hat gestartet zum Sprechen und er hat für mich gebetet und er hat gesagt, du hast einen Bruder. Und ich habe gesagt, okay, vielleicht Fernando hat dich das gesagt. Und nachher hat er gesagt, du wirst eine große Person. Und ich habe gesagt, ich kann alle Leute sehen und ich sage, du wirst eine große Person in Zukunft. Und also ich habe ihn nicht richtig genommen, aber in der Nacht, nach diesem Gespräch, in der Nacht habe ich immer dieses Gefühl gehabt, dass jemand sagt mir, du kennst, dass ich habe dir Recht, wieso glaubst du es nicht? Oder du glaubst das, wieso sagst du es nicht in deinem Kopf, dass es wahr ist? Wieso rennst du von mir? Also es ist dir eine Person im Traum begegnet? Also am Anfang habe ich niemanden gesehen. Es war ein weißer Platz und ich war dort und ich habe immer diese Stimme gehört. Aber also, als ich in Athen war, ich habe einen anderen Pastor gesehen. Er heißt David. Und er hat immer mit den Flüchtlingen Leuten gesprochen. Eines Tages war ich mit meinem Kollegen und wir waren am Laufen und ich habe so gesagt, was denkst du über diese christlichen Leute? Und er hat gesagt, sie sind so gut und so. Und ich fühle, dass wir sollen wirklich ihnen hören. Er war ein Christ und ich habe das nicht gewusst. Und er war ein Afghaner. Als er das zu mir gesagt und ich habe einfach, okay, bye-bye, wir sehen uns nicht mehr. Bye-bye. Ich habe immer für ihn gebetet in meinen 5-mal pro Tag Gebet. Ich habe immer gesagt, Gott, du weißt, dass er den falschen Weg genommen. Bitte hilf ihm in den richtigen Weg kommen. Bis ich eines Tages wirklich dieser Traum war stärker in meinen Schlaf und ich habe immer diese wieder und wieder gehabt. Und nachher ich habe ihn angerufen und ich habe gesagt, was kann ich damit machen? Er hat gesagt, ich bringe dir zu einer Person. Er kann dir eine Antwort mindestens geben. Und wir waren zu David, dieser Pastor. Er hat gesagt, er will dich haben und du weißt... Wer ist er? Ich habe dort nicht gewusst, wer ist er. Und jetzt weißt du es? Natürlich weiß ich. Und er hat immer gesagt, dass er will dich und du in dein Herz weißt, dass du musst in diese Sachen glauben. Und, aber dein Kopf sagt, dass nein, diese ist nicht Realität, weil du hast für 18 Jahre alle anderen Sachen gehört. Also bevor ich mit dem David am Sprechen war, habe ich viele Mal Bibel gelesen. Aber immer habe ich nach ersten Kapitel habe ich es gelöscht und ich habe gedacht, es ist ein wirklich schlechtes Buch und es bringt mir in einen falschen Weg. Und nachher hat mir gesagt, ja, du musst darüber denken, wir arbeiten mit dir und ich spreche mit Gott und Gott spricht mit dir und am Ende du kannst deine Antwort bekommen. Wir haben also 2-mal pro Woche war ich mit David, etwas für 3 Wochen war ich mit ihm am Sprechen und nachher ich habe die Bibel nochmal heruntergeladen oder Downloads gemacht und nachher ich habe nochmal gestartet zum Lesen. Dieses Mal habe ich also nicht die ganze Bibel, aber er hat immer die wichtigen Plätze. Also alle ganze Bibel ist wichtig, aber die in meiner Situation wichtig war zum Wissen. Er hat mir diese Sachen gezeigt und ich habe diesen gelesen. Und eines Tages hat er gesagt, okay, morgen gehen wir zum Taufen. Und wenn du kommen willst, dann komm mit uns. Dann wir sprechen darüber. Aber wenn du kommst auch nicht, dann ist es kein Problem, du musst nicht kommen.
an dieser Nacht war ich ganze Nacht draußen. Und ich habe immer gedacht, dass ich bin in meinem Bett am Schlafen, aber ich war ganze Nacht am Laufen. Und dort hat zum ersten Mal Gott hat mit mir gesprochen, wenn ich wach war. Und er hat mir gesagt, alle gute Sachen, das du weißt im Koran, es ist von meinem Buch. Und alle schlechte Sachen, die dort stehen, ich habe auch gesagt, die sind nicht schlecht. Und sie sagen, es ist gut für dich, aber sie sind schlecht. Und wenn du schaust, alle Geschichten, die macht dir eine gute Person für Gott, es ist von meinem Buch genommen. Sie haben es einfach geschrieben im Koran. Wieso willst du nicht glauben? Wieso willst du nicht meine Hand nehmen? Und ich war ganze Nacht dort, bis um 4 Uhr war ich in der Stadt und nachher war ich zurück und ich war am Schlafen und nochmal habe ich ihn gesehen. Dieses Mal habe ich eine Person gesehen. Also ohne Gesicht, aber ich habe eine Person gesehen, die am Sitzen war und er hat mir gesagt, komm, sitz mit mir, ich will mit dir sprechen. Wir waren zusammen am Sprechen und ein Kollege von mir war neben mir am Schlafen. Und er hat gesagt, ganze Nacht du warst am etwas sagen. Ich habe das nicht verstanden, was hast du gesagt. Erinnerst du dich etwas? Und ich habe gesagt, nein. Ich erinnere mich nichts und ich weiß nicht, was habe ich gesagt. Aber er hat ein Video gemacht und ich war ganze Nacht meine Lippen waren und mit Stimme wirklich am Sprechen. Und nächsten Tag waren wir mit David vor der Kirche und er hat gesagt, also wir gehen rein in der Kirche, aber du musst nicht kommen. Wenn er will und du willst, dann push you. Gibt er dir einen Schubs? Ja. Und ich war vor die Tür und ich war am Warten und nachher habe ich gesagt, was kann ich machen? Also ich gehe nach Hause, ich bleibe da, ich gehe rein. Ich war an diesem Situation und nachher ein starkes Wind gekommen und hat mich wirklich so durch die Türe geschubst. Bis ich habe eine große Beule da bekommen, weil ich habe in die Türe gelaufen. Ich war rein und wir haben dort gebetet und er hat gesagt, okay, jetzt du bist bereit. Du musst einfach deine Gedanken auch zu deinem Kopf sagen, dass er ist die Realität und mit deinem Herz du hast ihn schon genommen und er ist in deinem Herz. Aber für deinen Kopf, du hast immer diese Probleme, weil du hast viele Sachen gelernt über muslimische Religion und jetzt ist es schwierig für dich, dass diese Sachen nochmal brechen und ein neues Gesetz für dich schreiben. Ich war schon dort und nachher hat er gesagt, okay, mit dem Taufe es wird gut gehen. Wenn du willst, also komm und wir gehen und wir machen Taufe. Und dort habe ich mich entschieden, dass ich mache es. Es hat viele Gründe gehabt. Ich kann nicht sagen, dass der erste Grund war er dort. Ich wollte einfach dieses gute Leben haben und ich habe gesagt, okay, ich gehe rein. Wenn es war nicht gut, dann ich komme einfach raus. Und ich habe immer gewusst, dass als eine unglaubliche Person, wenn du nochmal in Islam kommst, dann deine alle Schulden sind weg. Und ich habe gesagt, oh, das ist ein guter Try. Ich probiere es und wenn es nicht geklappt, dann ich komme raus. Und der zweite Grund war, ich wollte diese Träume wirklich wissen, wer ist da. Und alle meine Kollegen diese Kollege hat für andere gesagt und alle haben gedacht, dass ich habe ein Problem mit meinem Kopf. Weil im Traum eine andere Sprache sprechen oder niemand ist gewusst, was habe ich gesagt und ich habe es auch nicht erinnert. Und ja, es war dort und ich war an diesem Tag vor dem See in Athen. Das Wasser war sehr kalt und er hat für mich ein Verse gelesen und er hat mich im Wasser reingemacht und ich habe gesagt, es ist nur einmal, ist fertig. Er hat gesagt, ist okay, wir können nochmal dich reinmachen. Er hat es zweimal gemacht und ich habe es so kalt gehabt, dass nachher wirklich erstes Mal nach ich wirklich erkältet war, bis ich von meiner Familie weg war,
weil immer meine Mutter hat Medizin von Pflanzen gemacht und wir haben immer Medizin von Pflanzen genommen. Deshalb habe ich wirklich fast sagen, ich habe nie erkältet und solche Sachen gehabt. Und das war das erste Mal, die ich habe wirklich eine große Erkältung gehabt. Okay, also kannst du noch sagen für uns, für alle, die nicht ganz so schnell sind im Kopf, wer ist dir genau begegnet im Traum? Jesus Christus, der lebendige Gott. Sehr cool. Sehr cool. Wow, hey, die Zeit ging schnell. Ich danke dir ganz vielmals, Ashkan, dass du uns teilhaben hast lassen an deiner Geschichte, an deinem Ergehen. Und genau, wir überspringen auch, wie genau du in die Schweiz gekommen bist. Schön bist du da. Danke vielmals. Und ich danke wirklich allen Leuten, die mich in der Schweiz geholfen haben. Es ist wirklich sehr nett von den Leuten. Ich habe immer von den Leuten gesehen, da gibt es in der Schweiz die rassistischen Leute viel. Aber bis jetzt habe ich wirklich niemanden gesehen, die mich helfen wollen nicht. Und alle Leute, die mich geholfen, danke vielmals. Hoffentlich eines Tages kann ich das euch helfen. Das macht er jetzt schon. Wir haben im Anschluss zum Feiern von heute, dass wir eben eine internationale Kirche sind, die Gott ganz viele Geschichten zusammenbringt und zu seiner Familie erklärt. Menschen aus ganz vielen Hintergründen möchte er segnen und möchte er zum Segen sein lassen. Das wollen wir heute auch feiern und deswegen gibt es im Anschluss, was gibt es? Kabuli, der internationale Essen von Afghanistan. Ihr dürft alle gerne bleiben zum Essen. Ihr habt sehr viel gekocht, habe ich gesehen. Ja, es ist nur 5 Töpfe, es ist nicht viel. Also es hat genug für alle. Wäre es sehr schön, wenn ihr einfach da bleiben könnt, wenn wir noch gemeinsam Beziehung genießen dürfen. Ihr seid alle herzlich eingeladen zum Essen, zum Anschluss. Hey Ashkan, darf ich noch beten für dich? Und dann darf die Band sich schon bereit machen und wir steigen dann ein in eine Zeit des Lobpreises. Herr Jesus Christus, ich danke dir für Ashkan. Danke vielmal, hast du deine Hand auf seinem Leben. Danke vielmal, hast du ihn gerufen. Merci vielmal, bist du ihm begegnet, dass er dich sehen und erleben durfte, Jesus. Wir möchten auch sein Leben jetzt segnen für alles Weitere, was kommen mag. Möge er doch sein wie Abraham, möge er doch zum Segen werden für viele. Danke, hast du ihn gesegnet und ich bitte dich, dass du ihn jetzt brauchst, auf dass er zum Segen für ganz viele andere werden darf. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Cool. Hey, danke vielmals, Ashkan.